So, da sind wir gerade wieder. Und jetzt müssen wir schauen, was da... den Tölpelball müssen wir irgendwie rufen. Mal schauen, was das für einer ist. Letztes Mal haben wir ja den Feldgeborenen vom Baron begraben. Und jetzt müssen wir schauen, was da ist. Hinsetzen und warten. Also muss ich warten. Mitternacht. Bei der Macht des Blutes, ich rufe dich. Bei deinem Namen flehe ich dich an. Höre mein Rufen und erhebe dich, Dea. Führe mich zu denen, die mit ihrem Blut an dich gebunden sind. Okay. Nee, aber der... Ich muss auch erstens meine Batterien wechseln vom Pad. Auch wenn ich jetzt Aussetzer. Störung. Dieser verfluchte Drecksregen. Ja, aber wenn ich die finde, die will sicher nicht zurückkommen. Voll. Ah, komm. Ah, da wartest du auf mich, das ist cool. Aha. Aha. Sieht mal so Lavendel haben sie hier drin jedenfalls nicht gelagert. Aber vielleicht sollte ich einen Blick riskieren. Oh, ich muss noch etwas vorhalten. Er weiss, was mich da noch erwartet. Mal Spuren suchen. Da zur Tür. Habe ich das mit dem Art? Mit dem Art? Ah. Ah, hier ist etwas, ne? Ah, da hinten. Da hinten. Kleidung? Zogen die sich hier etwa um? Ha! Sporen. Sind das Pferdesporen? Ein Hufeisen? Ja, Kein Pech, Sieder könnte sich ein Pferd leisten. da ist noch ein Becher. Ein Armreif. Ah, nein, Eine von ihnen muss ihn verloren haben. Sie waren beide hier. Ich bin auf dem richtigen Weg. Okay. Folge dem Tölpelwald. Sie will mir noch was zeigen.
Was ist eigentlich hier passiert? Da? Ja, ja, etwas hinter mir. Ah, was ist das? Eine Spinne oder so eine... Jetzt wollte ich heute schauen, ich habe ja keine Zeit. Wie hat man jetzt gesagt? In 3 Nagen, genau. Das sieht geil aus. Feines blaues Mutagen. Wo führst du mich her, Geist? Tölpelwald. In Sumpf, du. Ja. Moderhalt. Scheiße. Ein Moderhalt. Das sind die, die explodieren. Ab. Ui. Scheiße. Autsch. Da begegnen wieder lauter neue Kreaturen gerade. Da oben ist noch ein Motorhalt. Da liegt noch Leichen. Da haben sich ein paar Mikrophagen einen schönen gemacht. Das sollte ich mir noch ansehen. Ich sollte den Pferdekadaver untersuchen. Wo ist der Pferdekadaver? Ah, hier. Ah, okay. Was haben wir denn da? Knochen. Die Knochen liegen hier schon eine Weile. Sattel. Der Sattel ist angebissen. Mikrophagen fressen heutzutage aber auch alles. Trüppi. Riesige Klauen. Das war kein Mikrophage. Ja, ey. Ein Hufeisen fehlt. Zufall? Oder ist das vielleicht das Tier, das in der Räucherei eins verloren hat? Kopf. Der Kopf einfach abgerissen. Das erfordert enorme Kraft. Fassen wir zusammen. Muss eine mächtige Kreatur gewesen sein. Hat sie kalt erwischt. Hoffentlich sind sie entkommen. Die Spur führt weiter. Gut, dass sie hier noch nicht endet. Was ist das da? Rein. Irgendein Ritter, der das Stüngli angeschlagen hat. Hoi, oh. 12. Ein 12.
Komm, komm. Auch aufs Leben. Aha. Da soll etwas sein, hä? Eine Fischerhütte. Er möchte wohl, dass ich sie mir näher ansehe. Ja. Hallo, wer ist Wer denn ist da? das? Nach nebenan. Geht schon. Was suchst du hier, Fremder? Unsere Hütte hat nichts zu bieten. Wir haben nichts. Wir wissen nichts. Ich suche jemanden. 2 Frauen. Die Ehefrau und die Tochter des blutigen Barons. Hier war niemand, Herr. Ja, Wirklich? Kam hier keiner vorbei? Die Tochter ist mittelgroß, etwa 20. Ihre Mutter schlank, etwa 40. Gesehen? Die kam doch neulich in der Nacht, oder Mama? aha. Still, Junge. Genau, so Kinder, die sich verplappern. Hä? Wen hast du gesehen? Ich will der Frau helfen. Vielleicht ist sie in Gefahr. Der Junge hat nichts gesehen, Herr. Er ist noch ein Kind. War nur ein Traum. Dann soll er mir seinen Traum erzählen. Also, Kleiner, was hast du gesehen? Wer war hier? Papa hat sie abends mitgebracht. Die Dame, die Medizin macht. Sie hatte Angst, sprach von einem grässlichen Monster und dass sie zurück muss. Wohin, weiß ich nicht. Mama und Papa haben sie aufgemuntert, ihr neue Kleidung gegeben. Ihre war zerrissen. Wo ist das Mädchen hin? Dein Sohn hat's verraten. Es bringt nichts, sich dumm zu stellen. Du siehst nicht aus wie die Männer ihres Vaters. Weil ich's auch nicht bin. Hey. Ich suche Tamara und ihre Mutter. Hey, Ich muss Angst, wissen, ob sie hä? am Leben und in Sicherheit sind. Tamara ist es, ja. Sie ist zu meinem Bruder nach Ochsenfurt. Aber Frau Anna, das ist eine andere Geschichte. Aber überall ist's besser als auf Krähenfels mit dem Baron. Warum? Weil er sie geschlagen hat, Herr. Die Frau Anna, meine ich. Alle haben's gewusst, aber keiner hat was gesagt. Ja, was ist mit der Frau passiert, und hast du gesehen? Wo ist das Mädchen hin? Dein Sohn hat's verraten. Es bringt nichts, sich dumm zu stellen. Du siehst nicht aus wie die Männer Ah, ihres das haben wir Vaters. schon gehört. Weil ich... Tamara ist es, ja. Aber überall ist's besser als auf Krähen. Warum? Weil Das haben wir gehört schon, hä? Was ist mit Tamaras Mutter passiert? es war so. Ich habe in der alten Räucherei gewartet. Mit Pferden. Kalt war's und dunkel. Konnte fast nichts vor Augen sehen. Der Mond stand schon hoch. Doch sie kamen nicht. Hab schon gedacht, ein Dämon hätte sie geholt. Aber dann kamen sie doch. Und wir sind zum Fluss. Dann gab's auf einmal einen Sturm. Dacht schon, der reißt mir die Rübe ab. Und dann diese Mistvögel. Riesenschwärme überm Wald. Haben gekreischt, dass ich aus den Ohren geblutet hab. Frau Anna hat geschrien, hat sich gekrümmt. Tamara hat sie an den Armen gehalten. Da hab ich's gesehen. Das Brandzeichen auf den Händen. Brandzeichen? Was ist noch passiert? Na gut. Und was geschah dann? Es wurde immer dunkler, als wären die Sterne erloschen. Und auf einmal verstummten die Grillen. Und dann, aus dem Wald, dieses Brüllen. Mir brach der Angstschweiß aus und mein Atem stockte. Da sprang eine Kreatur aus dem Wald, so groß wie eine Scheune, mit Hörnern und 2 glühenden Kohlenstücken als Augen. Dachte schon, das war's. Das Viech griff Frau Annas Pferd an, riss ihm den Kopf ab, trug sie in den Wald. Unsere Pferde, meins und Fräulein Tamaras, erschraken und rissen sich los. Nur deshalb sind wir entkommen. Das Fräulein wollte zurück, nach ihrer Mutter suchen. Aber Mama flehte sie an, bis sie davon absah. Sagte, alleine würde sie dort draußen sterben. Da kann ich schauen, was da los ist in dem Fall. Warum hast du ihnen geholfen?
Warum hast du ihnen geholfen? Du hast einiges riskiert. Ich habe Fräulein Tamara was geschuldet. 3 Monde zuvor hatte mein Junge Fieber. Wir dachten schon, er würde sterben. Tamara hat davon erfahren, versorgte uns mit Essen und Salben. Wir sind bettelarm. Sie hat meinen Jungen gerettet, kein Zweifel. Ich selbst hätte mich nie getraut. Aber mein Weib hat gesagt, wir leben in einer Zeit von Krieg und Hass. Das Volk geht einen falschen Weg. Wir müssen Gutes mit Gutem vergelten. Wer nichts tut, dient dem Bösen. Du hast eine kluge Frau geheiratet. Ist eine Schande, dass wir Frau Anna nicht retten konnten. Was für Brandzeichen? Sie hat, also, wie von einem Brandeisen, auf ihren Händen, innen. Brandeisen? Wie bei Tieren? Genau. Aber das waren keine verkrusteten Narben, sondern glühend heiße, als würden sie noch brennen. Also, ich glaube, da haben wir alles, he? Danke für deine Hilfe. Dem Fräulein, dem wird's doch gut gehen, oder? Dafür gebe ich mein Bestes. Ja, da müssen wir schauen, ob es denen tatsächlich gut geht. So sollte ich da reinschauen noch. Was nehmen wir da? Sorry, dass ich dir da aus ein bisschen Zeug stelle, aber der Hexer muss eben auch leben, einfach. Ne? Angel. Ah! Cool, das nehmen wir an. Jetzt sollte ich dort reinschauen. Wieder ein schönes Geschichtchen, tun wir dann vielleicht wieder aufschreiben. Voller Wunder. Ja, das sieht doch gut aus. Mache ich wieder ein Tutorial draus. Cool. Also, meine lieben Leute, findet Tamara, die Tochter des Barons, in Ochsenfurt. Hier trennen sich also unsere Wege. Ich danke dir, der. Geh in Frieden. Okay. Jetzt müssen wir mit dem Baron reden. Wo ist mein Pferdchen hier? Das ist recht weit. He? Jetzt muss ich heute schauen. Nicht, dass ich in die falsche Richtung gehe. Der Baron ist hier. He? Hier. Also die Richtung. Los, los! Also muss ich auch gegen das Monster auch noch kämpfen. Da. Ist auch ein Urteil. Hm? Was war das gewesen? Wo ist die Brücke? Auf dieser Seite. Sollte ich schauen. Ja, ist egal, wo durch. Aber auch am gescheitsten da durch. Los, los! Ah, Gib Stoffplätze.
Und da vorne ist die Brücke. Ja. Ah, nein, auch noch durch. Nicht so schnell, Plötze. Auf zum Kampf! Nichts. Keine Zeit fürs Kämpfen. Die sind vertrimmt worden wie Novigrader Huren. Wundert's dich? Sie haben versucht, einem Hexer blöd zu kommen. Kann der überhaupt hier? Langsamer. Soll ich das wissen? Wenn du so neugierig bist, frag ihn doch selbst. Ah, cooler Sound. Was faselst du da? Weißt du, wer ich bin? Der Pferdebursche, den ich aus dem Feuer gezogen habe. Das werde ich dir nie vergessen. Hier, zum Dank. Ah, gut. Das nehme ich. Dankeschön. Sehr gut. Hexer, auf ein Wort bitte. Was bist du für eine? Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Man nennt mich den Feldwebel. Relikt aus meinen Armeezeiten, verstehst du? Als Philipp, also der Baron und ich unter temerischer Flagge gedient haben. Ich habe eine Frage an dich. Frage? Was gibt es? In der Nacht, als der Baron allen befahl, die Türen zu verriegeln und drinnen zu bleiben, was habt ihr, der Baron und du, getan? Da musst du den Baron fragen. Apropos, wo steckt er eigentlich? Im Garten. Seit Neuestem sitzt er stundenlang im Garten. Betrunken? Nein, er trinkt und isst nichts, sitzt nur da. Also, gehen wir schauen, was los ist mit dem. Empfindest du ein bisschen Reue, hä? Was ist da für ein Zettel? Ein Brief. Liebesbrief. Ja, da lesen wir dort. Mein geliebter Mann, wie war ich nach deinem letzten Brief erleichtert. Ich bin so froh, dass du nach der Verletzung auf dem Wege der Besserung bist. Mir ist klar, wie es dich betrüben muss, die nächsten Wochen nie in einem Feldlazarett verbringen zu müssen. Aber mein Herz ist voll der Freude darüber, dass du nicht mehr dein Leben auf dem Schlachtfeld riskierst. Tamara wächst und wächst und wächst. Sie kann sogar schon sehen. Wenn sie sich festhält. Stehen, nicht sehen. Stehen, wenn sie sich festhält. Natürlich ist sie noch recht unsicher auf ihren kleinen Pummelbeinchen. Man muss ständig auf sie aufpassen. Wann immer ich mich abwende, klettert sie auf den Tisch und schnappt sich, was ihre Händchen zu fassen kriegen. Gestern hätte sie beinahe einen Topf mit heißer Suppe über sich geschüttet. Ich glaube, ich werde die Müllers Tochter als Hilfe einstellen, sonst fürchte ich, dass ich bald zu langsam für Tamara sein werde. Vor allem jetzt, da du fort bist und ich die Hausangelegenheiten sämtlich alleine versehen muss. Lieber Philipp, ich vermisse dich schrecklich und kann deine Rückkehr kaum erwarten. Ich bete jeden Tag zum Elitäle für die Gesundheit und
unserer Tochter und darum, dass unsere Familie bald wieder vollständig ist. Hoffentlich ist dieser furchtbare Krieg bald vorbei. Ich liebe dich für immer, Anna. Ja, jetzt wird natürlich das Herz schwer, wenn er so alte Liebesbriefe liest, hä? Alter Narr. Hier bist du also. Siehst du die Stockrose hier? Die violetten Blüten habe ich aus Nasair mitgebracht. Anna hatte etwas darüber gelesen, wollte sie unbedingt haben. Sie hat sich stundenlang um sie gekümmert. Sie war so glücklich dabei. Und diese da, die gefüllten? In Serikanien werden sie Paradiesvögel genannt. Aber Tamara nannte sie Paradiesdrachen. Sie hat sie geliebt. Eine Schande, dass ich nie erfahren werde, welche Blumen der am liebsten gehabt hätte. Aber gut, dass ihre Seele frei ist. Ja. Ich habe Neuigkeiten über deine Familie. Du hast etwas herausgefunden? Lass uns reingehen. Hier draußen ist es ziemlich kühl.